Alle Jahre wieder bauen wir 'ne Prophezie. Ja, damit. Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und damit habe ich auch schon verraten, was da vorne in dem Sammelsurium vom Worker-Paketlers drin ist. Und es ist jetzt ein Jahr her, dass ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen habe, hier auf den Kanälen. Und habe mir gedacht, das müssen wir irgendwie feiern. Und diesmal ist kein Paket selbst. Letztes Mal war das ja so Paketle, viele Paketle oder große Paketle. Und diesmal habe ich aus dem letzten Mal gelernt. Da hat man gleich alles selber zusammengesucht, wie es braucht, dass ich idealerweise nicht irgendwie einen Haufen Ersatzteil noch herumliegen habe. Aber ja, ich würde sagen, wenn ihr das Lied komplett hören wollt und ihr mir einen kompletten Text überlegen soll, dann schreibt's mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und wir gucken jetzt mal, was da drin ist. Und dann findet ihr auch raus, welche Farbe es heute wird. Für die noch nicht abonniert haben oder meinen Kanal noch nicht so lange verfolgen, erste Video war Blaue Prophecy. Und die habe ich mittlerweile arg modifiziert. Die zusammen am Ende von dem Video schauen wir uns die auch nochmal an und gucken, wie die jetzt mittlerweile so aussieht. Aber heute, jetzt durfte erstmal raten, was welche Farbe es heute wird. Und könnt ihr mal euch den Spaß geben, in die Kommentare schreiben. Müsst man noch nichts im Bild sehen. Ja? Ich habe nochmal geguckt, das passt da alles. Aber wir lüften jetzt, müsst ihr schnell in die Kommentare schreiben, weil wir lüften jetzt das Geheimnis. Da seht ihr, rot wird's. Da gucken wir erstmal, dass wir alle Teile haben. Ich habe da ein bisschen andere Krusten noch eingelegt, die Schreibel da noch. Und den Trigger, da, rote Prophecy. Und ein Haufen Kunststoffteile, die man nachher nicht mehr braucht. Und Schreibler. Und aus irgendeinem Grund voll lange Pfeile. Also keine halblange, sondern voll lange. Also den Teil haben wir. Trigger haben wir. Und wir machen da, wie ihr es von mir kennt, das Orange machen wir großteils weg. Und ich habe da auch schon was ausgedruckt. Das habe ich für meine blaue Prophezie schon gemacht. Weil ich irgendwann mal für das Wortfisch habe ich das ursprünglich im Internet gesucht, habe ich es halt. Und für die Prophezie musste man das ein bisschen stauchen. Das ist aber auch kein Problem. Das habe ich da. Oh, das passt sogar ziemlich gut. Das ist ja wieder für richtige Filament gewählt. So, dann gucken wir da rein. Was da so drin ist. Schulterstütze. Ja, die gibt's leider nicht in Rot. Das ist. Wobei, da könnt ihr irgendwann mal vielleicht eine transparente nehmen und die einfach färben. Das wäre auch. Aber das können wir mal später machen. Das ist. Wir brauchen ja immer noch wieder ein paar Projekte. Da haben wir eine Rille und ein Federle. Da weiß ich noch nicht, ob ich nicht nochmal anders raussuche. Das ist, glaube ich, ein bisschen gewaltiges Federle. Die andere Seite auch noch. Da. Das ist das da. Das Stößele hinterhält. Oh, Kartonseite. Da haben wir auch in Rot. Aber so Dingerle. Also entweder wir verbauen das oder das, was ich da seitlich liegen habe aus. Ich verstehe es auch nicht, warum sie da gibt es so ein Bikar auch in Rot. Warum sie da das Teil so verpackt haben und das kommt halt in so eine Tüte. Ja, das überlegen wir uns zum Schluss, was wir davon verbauen. Und dann haben wir da. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich aus meiner Riken CR6, das ist aus der, warum ich das da rausgebaut habe. Das war für die Prophezie. Jetzt ist das Geheimnis auch gelüftet. So, das kommt da rein nachher. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zeug, sonst geht's nicht. So, hoppala, da fliegt schon die Hälfte raus, das brauchen wir auch noch. Ach, der Kleber nicht richtig funktioniert. Aber das da, das ist der Schlitter, der das Ding da noch hinterzieht. Das kommt da so rein. Ja, so rein.
Da kommt da ein Stiftle durch, das haben wir da schon. Das haben wir. Dann Rot. Beide besten nötig gewesen wären rot. Das weiß ich auch nicht. Das sieht man nachher wahrscheinlich nicht mehr durch. Da hätte man das auch das Silbrige nehmen können. Aber so, es ist schon so. Dann haben wir da noch. Was fehlt noch? Ah, Honor. Der Pumpgriff. Da haben wir auch solche Teile. Muss ich mal gucken, welche davon ich brauche. Das ist ein bisschen, ich glaube, doppelt gemoppelt. Aber Ersatzteil schadet nie. Also. Dann brauchen wir noch. Das da vorne. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das dann alle Teile. Das räume ich noch in der Pause auf. Hammer. Aufgekruscht. Muss ich mal gucken. Das habe ich schon seitlich auch durchsichtig liegen. Aber ich glaube, das lassen wir noch orange. So, jetzt gucken wir mal. Ui. Das sieht komisch aus ohne da. Die sieht komisch aus. Hätte es gar nicht ohne die Schiene da oben. Oh ja, da kommt das da so noch. Ja, das sollte man nicht montieren, wenn die Schreible da angezogen sind. Kommt da mal die Schulterstütze noch, dass man sieht, wie es denn nachher rauskommt. Ich glaube, da brauchen wir so transparente Schiene, oder da drucken wir uns vielleicht was in schwarz aus, oder das überlege ich mir noch. Es wäre ja zu einfach, wenn es gleich auf Anhieb gut aussieht. Und da haben wir noch ein Magazin. Das ist so transparent schwarz, das hatte ich. Können wir auch richtig schwarzes dann noch, das farblich passt. Schrauben wir das mal lose. Das bauen wir jetzt mal grob auf. Und nachher im Schnelldurchlauf baue ich das dann richtig auf. Könnt ihr das dann euch im Zeitraffer anschauen. Ich schreibe mal auf Zeit, dass die nicht verloren gegangen. Ich glaube, davon habe ich kurz weiter. Das wird dann ein bisschen andere Prophezie. Muss man gucken, welches Fädel man dann einmal hat. Weil das Fädel, das wir da haben, das ist ein starkes Fädel. Das vermute ich mal. Also, das war bei der ersten Prophezie. Ich glaube, wenn es dasselbe ist, dann ist das was Gewaltiges. Und ein bisschen unnötig für meine Zwecke. Und, ja, gucken wir mal. Bin mal gespannt, was wir nächstes Jahr als Special machen. So viele Prophecies gibt es nicht mehr. Sind nur noch 2 übrig. Und ich weiß nicht, ob ich so lange warten möchte bis nächstes Jahr. Das ist eine andere Frage. Ich muss euch verraten, eine habe ich schon da. Von den 2, die da übrig sind. Wobei, wenn ich mir rausgefunden habe, wie man so transparente Teile Farbe kann, das will ich jetzt nicht unbedingt an solche Teile anfangen zu probieren. Dann kann es auch sein, dass man irgendwann mal eine grüne baut oder vielleicht gelb oder so. Ja, dann fehlt uns noch der Pumpgriff. Da hätten wir Optionen. Zu denen habe ich vor halbe Ewigkeit mal gekauft. Den können wir noch bauen. Oder den habe ich neulich von meinem Sieger gekauft. Bin am überlegen. Oh Gott, wobei. Der wird nicht nachgegangen. Der wäre dann so.
So, und dann geht das nicht ganz zurück. Nee. Okay, Entscheidung ist getroffen. Der da wird's. Nur gucken. Fingernagel ist da ganz praktisch, wenn es nicht richtig anzogen ist, Gottes. So, Dele. Ei. Boah, Gott, das ist schwer. Sollte so schwer gehen. Ja, scheiße. Gott, das ist von der anderen Seite leichter. Scheint so. Oh, voilà. So. Jetzt gucken wir mal, ob der noch passt. Oder steht halt noch vorne über, das sieht. Ja, das wäre ja zu schön, wenn das von vornherein mal klappt hätte. Den müssten wir ein Stückchen kürzer, da jetzt Wasser. Die ist kürzer, die Prophezie. Da Hanna, müsste man den sauber absägen. Dann der jetzt gegangen. So. Ach, das sieht dann halt. Ein anderer Griff habe ich nicht da. So Griff nach unten mag ich nicht. Sieht sonst komisch aus. Oder mal da vorne noch ein bisschen was nach, dass das optisch länger wird. Das sieht. Ich weiß nicht, warum sie da die Schienen da nicht. Und ich will ja da keine. Da könnte man schon so ein Ding drumherum machen, aber das wäre dann durchsichtig und das will ich auch nicht. Da kommt dann. Wie kommt das noch? Nee. Ach, das ist. Jetzt. Das ist ja, glaube ich, keine richtige Prophezie. Das ist so Riken-Prophezie-Dingensverschnitt. Also, Prophezie hat ja noch außer die Verkleidung dran. Ein bisschen Macke. Nicht gut. Aber ich würde sagen, wir schrauben mal zusammen und dann gucken wir, was wir langfristig noch einen 3D-Drucker rauslassen. Aber das mache ich dann mal im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Ja, da war ich schön verwirrt, weil da sind unterschiedliche Längen dabei bei den Dinger. Aber ich glaube, wir brauchen da noch das kürzere, so wie es aussieht. Ich dachte, kommt das. Und hier mal kurz. Weil das nachträglich nochmal zu ändern, das wird, glaube ich, rechter Krampf. Also dann lieber mal vorher das nachhalten und gucken. Ja, das kürzere müsste sein. Packen wir die längere zur Seite. Und ich hole das Seitenschneider. Das da stört mich. Das machen wir weg. Ich verstehe auch nicht. Da habe ich riesiges Sammelsurium und unterschiedliche Sachen dabei. Ach, das sind nochmal die Schrauben da dafür. Die habe ich da schon zur Seite. Die seht ihr nicht außerhalb vom Bildschirm gelegt. Ja, ich glaube, das brauche ich alles nicht. Das legen wir mal zur Seite. Das da, weiß ich nicht. Ah, das seht ihr schon, das sieht schon. Mit dem roten Hebel. Wenn das Gott jetzt so nicht richtig, weil dagegen das Ding da von oben fällt, sieht das schon mal besser aus. Ah, das ist nur orange. Ja, das seht noch, das sieht dann so aus, das passt auch. Das wäre jetzt auch nicht dramatisch gewesen, wenn das orange wäre. Aber ich habe gedacht, wenn ich das schon angepasst habe und das alles schon habe. Aber ich hole jetzt erstmal
Haben wir denn? Das Stiftle. Da ist es. Ich wollte jetzt erstmal rot sagen, weil das Eipresse, das weiß ich aus Erfahrung, das ist nicht so schön. Nicht so schön. Da können wir irgendwann was noch machen. Aber das ist jetzt mal zum Schluss noch, was der 3D-Drucker denn so machen muss. Ich hole jetzt erstmal das Werkzeug. Dann bis gleich. Oder Rest mal im Schnelldurchlauf. Bis gleich dann. Ja, das sollte man. Das sollte ich mit was umwickeln, sonst mache ich mir da gleich Kratzer rein. Bevor ich das. Nochmal der Hinweis, das machen wir jetzt auch ganz kurz. Bis gleich dann. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Das ist dasselbe, was ich in der blauen Prophezie auch eingebaut habe. Kann es sein, dass die Deuter noch nicht drin hatten in der blauen Prophezie? Dass das da für Kleinungsrelle ausgelegt ist. Und ich muss irgendwann mal gucken, dass ich schwarze Dicht drin kriege. Oder muss mal gucken, ob ich vielleicht schon welche da habe. Sieht nicht so schön aus mit den Kräne. Das passt einfach nicht da zu dem Rot. Das ist. Muss mal gucken. Das ist für kleines Reale ausgelegt. Für kleines Ding. Ja, Reale trifft's, glaube ich. Oh, das ist toll, da kann er nicht noch. Hey. Sonst müssen wir das da wegmachen. Ich guck mal das mal an. Und dann finden wir da eine Lösung. Wenn nicht, müssen wir da. Ne, kleines Relle finde ich nicht einbauen. Ich habe das noch von der blauen Prophezie da. Oder irgendein Blaues habe ich noch da. Aber das will ich nicht. Will ich nicht. Mag ich nicht. Ich gucke mal. Dann machen wir das einfach weg dann. Bis gleich dann. So, ja, ich habe bei der blauen Prophezie geschaut. Da war das alles schon weggebrochen. Bin ich da froh, dass das da schon so war. Dass wir das nicht machen haben müssen. Ja. Gut. Das sieht man jetzt von außen zum Glück nicht so arg. Da habe ich ein bisschen nicht aufpasst. Da seht ihr es vielleicht. Da seht ihr es auf jeden Fall da hinten. Ja. Und der euch empfehlen, der ist da hinten so mit dem Daumennagel oder mit dem Fingernagel generell zu reinigen. Und das habe ich auf der anderen Seite versucht mit dem Messer wegzuschneiden. Und es geht auch, aber da seht ihr das Kratzerle. Seht es halt auch. Auf der anderen Seite sieht man es halt auch. Das ist ärgerlich sowas. Aber gut, so ist. Jetzt gucken wir, geht es denn zu? Oder müssen wir noch ein bisschen was wegnehmen? Solange wir es noch nicht geputzt haben. Gerade so, das gegangen wird. Nee, das. Da sitzt nirgendwo auf.
Das geht noch nicht ganz. Das heißt, das mal vorläufig. Ist das dann noch die Nase da vorne, die wir wegnehmen müssen? Weil da schneiden wir dann einfach. Da schneidet man dann eher einen Gummi, durch einen Gummi. Ne, da ist tatsächlich noch irgendwo ein bisschen Material zu viel. Scheiße. Das hätte so eine schöne, saubere Geschichte werden sollen. Ich doch wieder so. Ja, das putzen wir noch alles. Keine Sorge, bevor man es zumacht. Schade. So sauber hätte es werden können. Das war aber zum Glück bei der blauen Prophesie, hat das alles schon gemacht. Das wäre da glaube ich, irgendwie blöd gewesen. Aber ja, ich feile das nochmal weiter runter. Dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ist jetzt nicht ganz elegant, aber es geht zu. Das muss ein bisschen quetschen, aber. Gut. Dem Teil könnte es vielleicht auch liegen. Gott, das ist seltsam. Das da. Der Seite nichts, was da dagegen hält. Ja, ich würde sagen, macht das da noch schön sauber, putzt das und dann schwätzen wir weiter. Oder bauen wir weiter zusammen. Dann, bis gleich. So, über eine halbe Stunde später, jetzt ist sauber. Ja, jetzt sagen,
mache ich mich selber noch sauber und dann schraubt man das zusammen. Und dann schwätzen wir weiter und dann hoffen wir, dass es Gott. Das war jetzt so nicht geplant. Aber das kennt er ja, glaubt wer. Das ist so. Ah ja, das übliche Problem von dem Kanal hier. Das war alles so nicht geplant und habe mir alles immer einfach vorgestellt. Deswegen mache ich es auch. Deswegen fange ich es ja erst an, wenn ich dachte, wenn ich immer denke, das geht schnell, das geht einfach. Und ja, aber ich muss gerade aus irgendwelchen Gründen an die Stampede denken, die immer noch nicht fertig ist. Ja, da habe ich auch gedacht, das machen wir mal geschwind. Und jetzt Projekt, das so rumliegt. Ja, aber ich jetzt sage, jetzt gucken wir mal, dass wir da Innenleben reinkriegen, dass das mal was wird. Und dann schwätzen wir weiter. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, bevor man das jetzt so ganz zumacht, ist aufgefallen, das Lächeln dahinter ist, glaube ich, auch kleiner wie bei der anderen, der blauen Prophezie. Das kann sein. Das Federle kriegt man da gar nicht durch, dann müsste man das auch nochmal größer machen. Jetzt gucken wir mal, ob das Federle vielleicht geht. Dass man das so. Ah, das geht. Okay. Jetzt gucken wir mal, was das da für Leistung hat mit dem Federle. Und da hat man das eine OS.4, was auch immer. Also, und ich habe das auch noch irgendwo in OS.6. Da habe ich das noch in OS.6. Was auch immer, das für Maßeinheit oder was da dahinter steckt. Und ich hätte auch noch da so 9 Kilo und 12 Kilo, vermutlich. Also, die habe ich glaube schon mal irgendwo verbaut gehabt, in einer anderen Prophezie. Also, das ganz passt. Aber ja, jetzt sage wir probieren die OS.4 da und die. So gut ist mein Chinesisch nicht. Vielleicht wisst ihr, was da dahinter steckt. Der OS.4 halt. Und gucken, ob das was taugt. Und hoffe, dass wir die Schulterstütze da. Gut, dann müssen wir halt irgendwann mal das Lächeln vielleicht bohren. Aber das mache ich dann, wenn ich es brauche. Und dann schraube ich mal weiter zusammen. Dann bis gleich. So, fast fertig ist. Da vorne, wer aufpasst hat, da fehlt noch die Mutter, das auch Quiz hat. Das mal, da habe ich viel Schmutz noch da. Da braucht er, wenn er es selber macht, nicht so viel. Hab ich gut gemeint. Ein Großteil wieder weggemacht. So, dale. Was uns jetzt auch noch fehlt. Oh, ein bisschen versaut. Was uns jetzt auch noch fehlt, ist die Überlegung. Machen wir das da vorne noch. Zack.
Sag mal, wie soll denn das halten? Oder hebt das an dem Röhrle. Da hätte ich dann das längere Röhrle gebraucht. Da bräuchte man das längere Röhrle. Okay. Entscheidung getroffen. Kriegt das doch noch. Weil da brauchen wir nämlich bloß alles 2 Runden Tesa. So. Oh, das sieht der Schriftzug echt gut aus. Der kommt da auf dem Rot echt gut raus. Und dann haben wir den Kratzer da nämlich auch schon verdeckt. Und der ist dabei sind. Da finden wir auch Verwendung für. Aber da hätte ich ja da das längere Röhrchen reinmachen müssen. Oder ja, hätten wir vielleicht auch das nehmen können, keine Ahnung. Das, ja, das richtig rum, ach Gott sei Dank. Aber ich glaube, da machen wir vorne irgendwas 3D-druckt's noch. So, aufgeräumt ist. Das scheiß Aufwand vom Tesa-Finder. Da ist er. Ja. Da ist er. Runde Tesa rum, dann hätte das so. Oh, das geht schon recht gut. So. Runde oder halbe Runde Tesa. Schon hätte das richtig fest. So. Scheiße. Das ist jetzt noch mit fettigen Händen und alles ein bisschen fettig. Da hebt es natürlich nicht. Das sollte man jetzt eigentlich gescheit abputzen, aber das muss ja bloß ein bisschen Material dazwischen sein. Dann dürfte es eigentlich schon reichen. So. Oh, das ist viel. Das ist auch nicht viel. Ein Stückchen weg. So, Dale. Das passt jetzt. So. Das hätte jetzt. So viel, dass das auch funktioniert. Oh, macht Krach. Das ist es. Wahrscheinlich nicht besonders gewaltig. Also, aber das reicht dann von meinen Zwecke. Und so da muss Schreibe wahrscheinlich durch und da müssen wir gucken. Ja, ganz zufrieden bin ich mit der. Also ich habe es mir optisch anders vorgestellt, das muss ich ehrlich zugeben. Das ist ja, das ist nur ein Projekt, an dem wir arbeiten müssen. Formulieren wir es positiv. Das ist ja irgendwie immer ganz positiv bei meinem Kanal, dass die Dinge nicht ganz auf Anhieb klappern. Dann habe ich immer ein bisschen was zu tun. So. Haben wir Stapel voll Pfeile. Gucken wir mal, ob der noch rauskommt. Ah. Das war nein, ich glaube, die funktionieren auch. Ja, scheiße. Der ist jetzt. Nö. Ach, den hat es gar nicht geladen. Oh gut. Dann nehmen wir mal. Ich habe da noch Pfeile von Worker, vielleicht gehen die. Hab festgestellt, die gehen dann andere Prophecy auch nicht. Das sind so, was sind das? Dart Zone
Max Pro. Und ich habe da noch so Worker-Pfeile. Die gehen. Weil ich habe die andere Prophecy nur mit, ich glaube XYL heißen die Pfeile mit dem schwarzen Styropor, also kein Schaumstoff, sondern das ist anderes Material. Und damit Gott die wunderbar. Okay, Gott. Schießt gar schnell. Das ist jetzt nicht so richtig aggressiv. Aber mit der Optik bin ich noch nicht ganz zufrieden. Also das ist. Und das Ding, um das Magazin auszulassen, das verklemmt sich auch eher. Das ist der Honor. Das hat auf der anderen Seite, das hat bei der anderen Prophecy hat das gut geklappt. Aber das ist der Honor wohl ein bisschen anders. Das hat auf der Seite kein Gegenstück. Da durfte es eigentlich bloß so weit zurückgehen. In dem Moment, wo wir das dann so weit, das heißt, dann muss ich die Spitze, sind es 2 mm verlängern, wenn ihr das seht. Oder halt den Hebel nicht ganz zurückziehen. Aber das ist scheiße, wenn man den Hebel nicht ganz zurückziehen kann. Die Spitze muss 2 mm länger werden, dann passt das. Und dann Gott das nämlich. Dann Gott das dann noch und dann muss man dann eingreifen, das ist scheiße. Hey. Wollen wir mal messen? Das hätte mich schon interessieren, was das Ding kann. Wecken wir mal das Messmittel auf. Und ach, das ist jetzt auch staubig, weil ja drin alles ein bisschen staubig ist. Da gucken wir uns, oder die andere, also der Prophecy und meiner Siegel den so gemacht habe noch. Und vergleiche, was die denn können. Das tun wir alles mal. So. $19,7. 15,8 plus. 19,0. 7,0. Das kann sein, dass das ein Ausreißer ist. 20,8. Wo ist denn da? Der hat nicht aufpasst und den falsch rum eingeladen. Weiß auch nicht. Das ist. Da geht noch ein bisschen was. Ich meine, da wäre es wahrscheinlich besser mit dem also 12 Kilo Federn, aber so eine habe ich gerade vermutet. Da bin mir nicht sicher, ob ich da nicht da habe. Ach! So. Sagen wir mal Reset nochmal. Weil da hätten wir jetzt einen Durchschnitt von 16,4. Aber ich glaube die 15 und die 7, das ist ein Ausreißer. Ja. $22,4. Also 20,5. Das jetzt. Und dann lädt die nicht gescheit. Jetzt aber 17,9.
12,6, 16,4. Ich glaube, das mit der Feder, das taugt nichts. Ui, 2,7. Jetzt ist leer. Ja, ich glaube, da muss ich andere Feder suchen oder das irgendwie anders machen. Das taugt nichts. Das geht so nicht. Da muss ich gucken, was wir da haben. Das machen wir aber anders mal. Und dann gucken wir auch noch. Die Optik, das können wir so nicht lassen. Da muss ich, wenn wir das nächste Mal aufmachen, gucke ich, was für Fädel da habe und was wir dann reinmachen können. Und dann müssen wir auch gucken, da muss oben irgendwie auch noch Schiene drauf oder irgendwas, dass das, ja, das sieht nach nichts aus, sieht das. Und einen vorderen Griff müssen wir auch irgendwie anders machen. Ich glaube, da mache ich einfach für selber was. Aber sonst die Optik, die passt so. Man könnte da jetzt eine schwarze Schiene drauf machen oder das auch in Rot rausdrucken. Das können wir alles machen irgendwie. Muss man da, ich denke da mal ein paar Tage drüber nach und dann findet man da schon was. Und ihr könnt ja jederzeit eure Meinung in Kommentare schreiben. Das ist natürlich gern gesehen. Also da dürft ihr auch was toben. Das ist klar. Schriftzug noch schön auf der Seite drehen. So, da auch noch von dem. Ja, gucken wir mal. Nochmal andere Professionen. Das ist die in Blau. Was seht ihr jetzt? Das habe ich jetzt geändert auf ein Silbernes. Weil das Schwarze, das hat nicht ganz so passt bei dem da. Das hat irgendwie nicht ganz so ausgesehen. Das seht ihr, da habe ich das geändert. Das ist jetzt, das passt jetzt. Was ich vielleicht noch machen muss, dass es entweder den Schriftzug irgendwie komplett sichtbar macht oder komplett verdeckt. Da muss ich noch was machen. Seht ihr, das ist mit der Verkleidung und da hat man dann die Schiene oben. Das ist halt eine andere Type. Und das metallische Klicke ist halt schon cool. Ja, ein bisschen mehr Gewalt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Da geht das nicht ganz nach hinten. Ist das anders bei der? Das wird doch dieselbe Form sein. Das verstehe ich nicht. Das schließt sich mir nicht. Es müsste doch dieselbe Form sein. Oder ist das die andere Form? Oder passt das Magazindengele da hinten? Da passt's. Und bei dem nicht. Ja, das seht ihr, da habe ich einiges gemacht. Und die ganze Innereihe, das sah anfangs anders aus. Also da war viele orange Teile und die sind alle Stück für Stück rausgeflogen. Das Einzige, was blieb, ist da nicht das Rote. Das ist blieben. Das ist da die Schiene, auf der Schlitten läuft. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist ja normalerweise, wenn das so Rieken wäre, hätte die oben Schlitten. Und da wäre dann eine Schiene drauf und das hätte dann auch passen. Aber die Schulterstütze, ich bin damit nicht zufrieden. Das sieht alles noch ein bisschen zusammengewürfelt aus. Scheiki schade. Gut, da haben wir jetzt auch knapp ein Jahr dran rumgeschafft. Also, man sieht, das ist zum Schluss jetzt noch dazu gekommen. Die sah anfangs auch nicht so schön aus. Vor allem der Griff, das sieht jetzt halt schon cool aus. Aber das kriegt man bei der da auch noch. Also, das Tablet da, das lohnt sich. Dann machen wir andere Griff. Das machen wir alles.
Da findet man Lösungen. Dann ist noch mein Siegal. Da ist jetzt das BK von der Prophecy dann. Das passt da. Das ist halt einfach dieselbe Farbe und so passt es dann. Das sieht dann gut aus. Wobei, da will ich auch irgendwann mal einen anderen Griff. Weil, ja, da machen wir, da habe ich eigentlich gedacht, da mache ich so einen hin, aber das ist viel zu kurz da und da muss ich auch was selber entwerfen, dass man das da und da nach vorne gehen lassen und da den da nach hinten gehen lassen, dass man einen kompletten Griff hat. Außer so angewinkelte. Und irgendwann mal vergleichen wir mal die Blaster miteinander, aber das machen wir im separaten Video. Das hat noch Zeit. Ja, wo packe ich die jetzt noch? Das ist so schräg. Haben wir alle ein bisschen im Bild. So, und damit, da hätte ich sagen, war es das für heute. Da findet man noch viele Sachen, was man so normal hat. Ich weiß noch nicht, ob ich das in schwarz oder rot rausdruck. Das Rot schon recht gut passt. Eine Schiene. Weiß noch nicht, das kennt man vielleicht. Dass man die. Ich weiß nicht, wie man die befestigen soll dann. Aber da seitlich kann man was nachmachen, da wo jetzt die Schraublöcher sind. Da findet man was. An das Fädel rein. Man muss die Magazinhebel noch ausdrucken. Wenn man das so aufmacht, dass es sich dann auch lohnt. Und dann gucken wir drauf, was ich mir überlegen bin. Und das da komisch aussehen. Also da vielleicht irgendwas drüber macht. Da habe ich Blaster Ingenieurslogo. Da findet man was. Das Saberle da lohnt sich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster Ingenieur.